Dieser Ort an der Donau birgt ein Geheimnis. Hier in der Nähe von Kelheim haben Menschen im Mittelalter etwas Einzigartiges, Mystisches erschaffen. Die einzige Höhlenkirche in Bayern. Tief unter der Erde lebten Franziskanerbrüder jahrelang. Ein radikales, extrem einfaches Leben. Ein gregorianischer Chor erinnert an diese Zeit. Weshalb verlassen Menschen freiwillig die Welt, um in einer Höhle zu leben? Und was bringt ein Mann dazu, diese Kirche zu kaufen? Hermann Riemann ist seit 25 Jahren der Besitzer der Einsiedelei Klösterl, zu der die Felsenkirche gehört. Seit mehr als 200 Jahren ist sie in Privatbesitz. Hermann Riemann entdeckte diesen magischen Ort eher zufällig. Ich fand das Klösterl vor, durch Bootfahren auf der Donau. Das Klösterl, das war geschlossen. Ich war sehr neugierig und habe erfahren, das Klösterl ist zu verkaufen. Ich habe mich dafür interessiert, ich kaufte es dann und habe das Klösterl mit großem Aufwand saniert, um es wieder zu eröffnen, mit dem Ziel, es den Menschen, den Besuchern wieder zugänglich zu machen. Im Mittelalter findet der Franziskanerbruder Antonius 18 Höhlen tief unter der Erde und bleibt. Im Jahr 1454 errichtet er eine kleine Kapelle. Kein romantischer Ort, eher eine Zumutung. Es ist kalt, dunkel und einsam. Weshalb hält ein Mensch das freiwillig aus? Antonius hat ein Vorbild, der heilige Franziskus von Assisi. Franziskus hat ja als junger Mann in Reichtum gelebt, weil seine Eltern sehr wohlhabend waren, aber das hat ihm nicht behagt und er hat dann sein Leben in Armut verbringen wollen. Franziskus lebte in Höhlen. Sein Leben war geprägt von radikalem Verzicht. Diese Einsiedler, die haben auch gearbeitet für Fremde, aber sie haben kein Geld verlangt, sondern waren demütig zufrieden mit dem, was man ihnen in die Tasche steckte. Und es war halt das, was sie dem Gott gezeigt haben. Wir wollen in Einfachheit leben. Denn selbst die Kutte, die sie anhatten, man weiß, eine braune Kutte tragen die Franziskaner, die war nicht ihr Eigentum, sondern die war lediglich geliehen. Wie der heilige Franziskus wollen die Einsiedler Gott in der Stille finden. Sie ertragen weltliche Gefahren wie Hochwasser und die Einsamkeit, die eigenen Gedanken, Ängste und Zweifel. Trotz allem zieht der besondere Ort immer mehr Franziskanerbrüder an. Sie errichten Mitte des 15. Jahrhunderts in den Höhlen ein kleines Kloster. Das Kloster strahlt ein Charisma aus, was eigentlich gewöhnliche Kirchen, wenn sie auch noch so schön sind wie die barocken Kirchen, die es gibt, sind wunderschön. Aber diese Einfachheit, diese Schlichtheit, diese Demut, mit wenig etwas zu erreichen, die Seele des Menschen zu erreichen und auch zu öffnen, das bietet mir dieser Ort. Schon 450 vor Christus ist dieser Ort eine Kultstätte der Kelten. Heute werden hier Gottesdienste und Hochzeiten gefeiert. Die Höhlenkirche ist immer noch geweiht. 5 Jahre musste Hermann Riemann sie aus familiären Gründen schließen. Bald sollen wieder Gäste kommen. Man muss mit offenen Augen, mit Neugierde muss man hierher kommen. Und dann wird man, aha, was ist hier vorzufinden? Madonna mia cara mi folle canzon. Wie viel Welt braucht ein Mensch? Und wie viel Stille hält er aus? Die Höhlenkirche zeigt, wie weit Menschen gehen, um Sinn, Glauben und innere Wahrheit zu finden. Noch in diesem Jahr will Hermann Riemann die Einsiedelei Klösterl wieder eröffnen.